Wenn du was rollen willst, dann müssen wir trinken. Kann meine Kneipe ja auch dicht machen. Mal den Teufel nicht an die Wand. Wo sollen wir denn sonst hin? Freiwillige Feuerwehr wird auch schon dicht gemacht. Früher bin ich mit einem Fass in der Woche nie hingekommen. Heute verkaufe ich bloß noch Buddels. Früher hatten wir auch noch einen Kaiser. Aber nicht hier. Brauchst du nächste Woche noch Cola oder Abischolle? Eine Kiste langt. Mehr trinken habt ihr doch nicht. Und für die Touristen? Touristen? Wann hast du das letzte Mal hier Touristen gesehen? Als der Kaiser zu Besuch war. Hier ist kein Kaiser gewesen. Ne? Willst du was trinken? Wenn du einen ausgibst. Bin ich Krösus. Wer ist das denn? Bist du nun Schluck oder bist du noch im Dienst? Du warst mein letzter Kunde auf der Tour und genau jetzt habe ich Feierabend. Ja, wie du das immer wieder hinkriegst. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Ja. Prost. Prost! Auf ein Bein kann man schlecht stehen. Ja, das stimmt. Dann trinke ich auch ein. Das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ja, das habe ich mir gedacht. Prost. Prost. Was gibt's denn heute zu essen? Ravioli. Aber die hatten wir doch gestern schon. Ja, ihr habt nicht alles aufgegessen. Hast du nicht noch was anderes? Frikadellen. Aber die hatten wir doch schon vorgestern. Ja, siehst wohl. An deiner Stelle würde ich die Ravioli nehmen. Eigentlich mache ich bei diesem Wetter nichts warmes essen. Ja, wer hat denn gesagt, dass ich sie dir noch mal warm mache? Moas, Hm? das gibt heute noch was, du. Siehst du die Gewitterwolken über Grobenbüll? Dass man heute nicht nur donnert. Hast denn deine Schweine schon drin? Oh, shit, hast recht. Bis gleich. Nicht, dass ihnen noch der Blitz in den Kringelsteer fährt, ne? So, ja. Oh, sag mal, Jens! Ja, kannst nicht aufpassen. Ja, wieso ich? Das fängt gleich an zu plattern und deine Schweine stehen noch draußen. Ja, wenn du endlich beiseite gehst, dann kann ich die auch reinlassen. Wenn du eigentlich beiseite gehst, dann kann ich dich auch reinlassen. Das ist top. Lass dir was von den Raviolis über! Oh, nicht schon wieder Ravioli. Für euch beide mache ich doch nicht zwei verschiedene Dosen auf. Na, denn mal Mahlzeit. Moin erstmal. Moin, Hein. Na, wie geht's? Kann nicht besser klagen. Gäste? Hat sich keiner hierher verlaufen. Also alles wie immer. Ja, willst du was trinken? Tösige Frage. Wegen deinem Essen komme ich bestimmt nicht. Na, immer auf dein Wohl und auf dein Feierabend. Prost, Hein. Prost. Machen die Schafe? Die haben doch ihren Carport. Dass du das Zeug so einfach runterkriegst. Ist nicht einfach, ich kau das erst. Das schmeckt doch nach nix. Oh doch, das ist eine Biowurzel. Okay, Mr. Bioland, anderes Thema. Nee, Hein, das ist genau die Einstellung, die uns nicht weiterbringt. Weil es den Leuten nämlich schiedikoll ist, wo das Essen herkommt oder was da drin ist. Hauptsache viel und billig. Kannst ja mal wieder eine Lammkeule spendieren. Oh, Hein, du weißt ganz genau, dass ich meine Lämmer nicht tot mache. Die sollen glücklich aufwachsen, ordentlich Wolle liefern und wie unklug über die Wiesen hoppeln. Und erst wenn sie da mal tot umfallen, landen sie vielleicht auch im Kochtopf. Amen. Das war das Wort zum Feierabend, Mr. Greenpeace. Ja, mach du dich mal ruhig lustig über mich. Du bist so ein Spinner, so findest du nie eine Frau. Ich bin Spinner? Und was hat das damit denn zu tun? Ja, da denk mal über nach. Guck dir doch Jens an, der ist so verträglich, aber hat er eine Frau? Nee. Dein Cousin ist ja nun nicht gerade das beste Beispiel, ne? Ja, bitte, dann nehmen wir Richard, der sitzt ja auch noch alleine rum. Dabei hat der alles, was eine Frau sich wünscht. Und er stellt seinen Hof jetzt sogar auf Bio um. Demeter, hallo? Hat sich schon was wegen deiner Anzeige getan? Oh ja, Mensch, du. Ist nicht wahr. Meine Schulwolle war in 0, nix weg. Deine Kontaktanzeige, meine ich. Ach, Fleitschepiepen, wer liest denn schon unser Blatt? Was? Hast du die etwa hier bei uns im Käseblatt aufgegeben? Ja, klar doch, hier bezahle ich bloß einen halben Preis. Was nütze der Preis, wenn die Anzeige keiner liest? Und wieso bin ich dann meine Schulwolle losgeworden? Deine Kontaktanzeige, meine ich. Ach so. Mensch, ihr seid mir vielleicht 3 hoffnungslose Fälle. Wenn ich mich damals auch so dösig angestellt hätte, dann wäre aus Moni und mir nie nicht was geworden. Und was hat dir das gebracht? Sie sitzt auf dem Friedhof und du sitzt hier rum. So, fertig. Meine Schweine habe ich im Stall. Nee, ein Schwein läuft noch rum. Wie siehst du denn aus, Jens?
Feline, das Ferkel hat sich ein bisschen geziert, da musste ich Komm hinterher. mir auf, ich will gar nicht wissen, was du wieder angestellt hast. Du Swiniak, so kommst du mir nicht an die Theke. Dann setze ich mich eben an den Tisch Oder steh dich, du weißt, wo das Panemang ist. und mach hier bloß nicht auf Edelkneipe. Du riechst überhaupt nicht edel. Ja, das noch untertrieben. Ist schon gut, ihr Weicheier. Landeier. So viel Zeit muss sein. Dann gehe ich mich mal parfümieren. Kein Wunder, dass Jens keine Frau findet, so wie der sich aufführt. Was hat er mit Lu dafür getan? Schwört er auch auf Kontaktanzeigen? Nee, die sind ihm zu unpersönlich. So, das kann so ein Ferkel doch egal sein. Er hat das neulich mit einer Partnervermittlung versucht. Ach, du meinst sowas wie, ruf mich an. Füllige Hausfrau wartet auf dich. Kühnkram. Das ist seriös. Eine Partneragentur in Bratislava. Bratislava. Und das nennst du seriös, du. Nicht mal die hatten was für ihn. Und wie soll es so weitergehen? Das Beste ist, ich verkaufe einfach mein Doppelbett. So, fix und fertig. Du bist ja nicht wiederzuerkennen, Jens. Gummistiefel bleiben draußen. Sag mal, nach was riecht das denn hier auf dem Mal? Den Duft kenne ich. Das ist doch... Oceanbreze. Seit wann nimmst du denn Parfum, Jens? Hat dir das deine Partnervermittlung geraten? Quatsch, Parfum. Das ist Hein sein WC-Stein. Und ich habe mich schon gewundert, warum die Dinger immer so alle sind. Pack diesen Stinkstein sofort wieder zurück. Bist du bekloppt? Ihr wisst auch nicht, was ihr wollt. Und wasch dir die Pfoten. Kann ein Mensch bloß so dösig sein? Das hab ich gehört. Ja. Er hat echt das Talent, immer wieder das Verkehrte zu tun. Hein sagt, wir müssen unsere Strategie ändern. Was denn für eine Strategie? Genau das meint Hein. Ach, du meinst wegen den Frauen? Hat ihr heute wieder keine geschrieben? Ach, 0, nix. Im Briefkasten war nicht mal eine Mahnung. Macht dir doch nichts draus, Jan. Bis ich nichts aus Bratislava gehört habe, ist auch viel Zeit vergangen. Top hoch, Jungs. Bernd ist heute ja noch gar nicht hier gewesen. Was? Das kann ja wohl nicht angehen. Ja, am Ende ist Berndi vor der Post noch abstinent geworden. Sein Kümmel wartet schon seit 2 Tagen auf ihn. Und wenn heute wieder keine Post für mich kommt? Ja, dann kannst du das ja immer noch mit Bratislava versuchen. Nee, kann er nicht. Ja, natürlich kann er das. Klar kann ich das. Kannst du nicht. Kann er nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Weil er das doch schon versucht hat. Hab ich nicht. Hast du doch. Ich habe deine Personalien bei den Kontakten angegeben. Was? Ich habe gedacht, da sind meine Chancen besser. Das hast du nicht gemacht. Doch. Und wieso hat sich nicht mal eine Frau bei dir gemeldet? Da würde ich an deiner Stelle auch mal drüber nachdenken. Dann kann Jan sich ja nur als Mr. Ocean Breeze anmelden. Nee, das tue ich nicht. Ja, dann seid ihr genauso schlau wie vorher. Du sagst das. Will noch einer Bier? Nö. Nö. Was ist denn nun mit Essen? Also ich bin damit durch. Gab das bei dir wieder Öko-Kohlrabi? Nee, glückliche Öko-Wurzeln. Wenn du schon meinen Namen missbrauchst, dann kannst du auch mein Grünzeug fressen. Mir ist nämlich der Appetit vergangen. Warum regst du dich denn so auf? Ich habe doch gar keine Zuschriften gekriegt. Ja, weil du mein Foto nach Bratislava geschickt hast. Nee, hab ich nicht. Hast du doch. Nee, von dir hatte ich gar kein Foto. Da habe ich eins von Hein genommen. Du hast was? Das mit dem Treib. Du hast doch gesagt, da stehen die Frauen drauf. Sag wohl, die hättest du wohl im Regen schicken, oder was? Jetzt nehme ich doch noch ein Bier. Ja, ich auch. Ja, also 3 Bier. Wieso? Wir sind doch bloß 2. Ja, nun trinke ich auch eins. Frauen werden so und so viel zu hoch eingeschätzt. Absolut zu hoch. Für viele Sachen braucht man die doch gar nicht. Träger fahren trägt sie besser allein. Wieso gibt es eigentlich mehr Frauen als Kerle auf dieser Welt? Weil es mehr zu putzen als zu trinken gibt. Ach. Und wenn die Frauen dann da sind, dann gibt es nichts als Nörgelei. Räum auf. Pack das weg. Die Unterbüchs hattest du doch gestern schon an. Tu das nicht. Das lässt man lieber. Komm ins Bett, Schatz. Du
kannst alles kaputt machen. Du Moors. Moin, Jungs. Moin, Richie. Moin, Richie. Wo kommst du denn her? Na, was sieht das denn aus? Trecker fahren? Nee, ich meine, wieso kommst du so spät? Ich habe mich auf der Tour de France verfahren. Echt? Ja, Und dann bist du schon hier? und nun bin ich schon hier. Auch bei den schwülen Wetter. Dann hast du sicher Hunger. Ach was, ich bin pappsatt. Ich habe mindestens 2 Pfund Gewitterfliegen in den Hals gekriegt, du. Bis aber, Schorle. Und was meinst du, warum ich sonst reinkomme? Wegen den Frikadellen? Prost. Prost. Gut, dass du endlich da bist, Richard. Wir müssen unbedingt was mit dir besnacken. Strategie. Strategie. Genau. Bis jetzt hat das mit den Frauen bei uns überhaupt nichts eingebracht. Oder ist hier schon eine an die Angel gegangen? Ach, nicht die Spur. Womit hast du denn das probiert, Richard? Kontaktanzeige oder Partnervermittlung? Das ist mir zu altmodisch. Ich war Sonnabend auf einer Ü30-Party. Wo? In einem Gemeindesaal, wo Jan als Küste aushilft. Richtig, ich habe da ja selbst das Plakat aufgehängt. Wo ist er gewesen? Im Gemeindesaal. Ein Haufen Leute. Nur, dass die Ü30-Party mehr eine U70-Party war. Ich sag ja, ihr müsst absolut die Strategie ändern. Ja, du hast gut schnacken, Hein. Du sitzt hier doch auch allein hinter deiner Theke. Ja, aber im Gegensatz zu euch lernt ihr das. Mensch, ihr seid doch 3 stramme Kerle. Ja. Wenn die Frau nicht nach Lütschenbühl kommt, dann müsst ihr sehen, dass ihr auf die Frauen zugeht. Soll ich dir auf den Punkt Ich hab einen Bauernhof. Dösig an. Wo kriegst du heute alles, was du brauchst? Auf der Tankstelle. Döskopf. Im Internet. Internet? Stimmt! Bei Amazone können wir uns eine Frau bestellen. Nicht bloß eine, gleich 3. Vielleicht kriegen wir Menge dabei. Ja, Ich will doch keine Professionelle. Da habe ich auch überhaupt nicht angedacht. Ihr sollt euch da anbieten. sag mal, ich bin doch kein Ballboy, also das fehlt gerade noch. Ach, du meinst, wir sollen so eine Art Homepage einrichten? Ihr braucht vielleicht nicht mal eine eigene Homepage. Wozu gibt es denn YouTube? Ja, genau. You what? Ja, oder Facebook? Na, das sind so Seiten im Internet. Ja, da könnt ihr Filme und Bilder von euch reinstellen und lernt viele Freunde kennen. Ich will keine Freunde, ich will Freundinnen. Ja, Girls, Girls, Girls! Wir müssen aber auf jeden Fall ins Netz. Aber eine würde mir schon reichen. Mensch, dass ich da nicht eher drauf gekommen bin. Da könnt ihr Sachen von euch zeigen, womit keiner gerechnet hätte. Und das gucken sich dann alle Frauen auf der ganzen Welt an. Na, meine Zuckerschnude, wie wäre das mit uns beiden? Wir sind echte Kerle aus Lütschenbühl. Soll ich dir mal mein Hanomag zeigen? Das ist mein Hof, mein Trecker, mein Pferd. Das soll ja noch was werden. Und Action! Ja, was soll ich denn nun sagen? Hein, geh mal ein Stück rüber, du kommst sonst mit aufs Bild. Wenn ich mit auf das Bild bin, sieht das viel idyllischer aus. Das kann Jens gut gebrauchen. Hat bloß sein Sappel. Prost! Sitzt du doch mal vor der Kamera. Das macht nicht den besten Eindruck, wenn die Frauen gleich merken, dass Jens sich in eine Kneipe rumtreibt. Das ist ja nicht live. Wir können das ruhig ein paar Mal machen, wenn wir wollen. Ne? Wieso muss ich eigentlich anfangen? Weil du gestern den kürzesten Streichholz gezogen hast. Hast du schon vergessen? So viel hattest du doch noch gar nicht intus. Ja, Moment, das waren 12 Bier, 8 Apfelschorle und 4 Köln. Ja, weil du selber mitgesoffen hast, Hein. Ja. 6 Bier und 2 Morgenbitter. Siehste, Ja, aber die zähle ich nicht mit, Wieso nicht? weil ich nichts bezahle. Ich bin der Chef. Kein Wunder, dass sein Laden fast pleite ist. Die Kamera läuft. Ja, was soll ich denn nun sagen? und Action! Du erzähl doch einfach, was du den ganzen Tag so machst. Richtig. Morgens um 6 stehe ich auf. Weil da klingelt nämlich immer mein Wecker. Also zuerst mal musst du dich vorstellen. Was? Du musst sagen, wer du bist. Ja, aber das wisst ihr doch, ich bin Jens. Wir wissen das, ja. Aber doch nicht die Millionen Frauen auf dieser Welt, die sich dein Video angucken werden. Was, die gucken das nu? Nee, wir nehmen das doch erst auf. Mann! Oder? Ja, so, und nun noch mal den ganzen Satz. Und Action! Mein Name ist Jens Jansen.
Ich bin 38 Jahre alt und wohne schon seit meiner Geburt hier in Lütschenburg. Nur das ist auch schon mal was, ne? Gleich weiter. Vom Beruf bin ich Landwirt. Genauer gesagt Schweinezüchter. Mann! Bloß so nebenbei. Vielleicht solltest du das besser weglassen. Was weglassen? Jan meint, dass du das mit den Schweine hast. Ja, Schweine raus. Meinst du, deine blöden Schafe sind was Besseres? Meine Schweine sind für mich alles, was ich habe. Das wissen wir doch. Gleich weiter. Die Schweine bleiben da drin. War bloß ein Vorschlag. Abgelehnt. Bitte, Jens. Du, ich bin ganz durcheinander. Wo sind wir stehen geblieben? Bei den Schweine. Richtig. Und Echsen! Ich züchte Schweine. Aber bloß nebenbei. Nun haben das sicher alle begriffen. Was machst du sonst noch? Richtig. In der Woche fahre ich Getränke aus für die Firma Söld und Suhr. Die Stellung hat mein Vetter Jan mir verschafft. Jan, komm doch mal mit ins Bild. Mensch, das ist mir zu peinlich. Oh, mit Jan machen wir ein extra Video. Er ziert sich über Büschen. Jens, nun mach mal weiter. Was soll ich denn noch alles erzählen? Ja, wie sieht es denn mit deinen Hobbys aus? Ja, du kennst doch meine Hobbys. Ja, dann sag das doch nu. Richtig. Am liebsten spiele ich Skat. Abends in meiner Stammkneipe. Ach, die Kneipe sollst du doch weglassen. Ach ja, shit. Am liebsten spiele ich Skat nicht in der Kneipe. Dann bleibt ja nicht mehr viel über, ne? Am liebsten spiele ich Skat zu Hause. Mit meinen Freunden Jan und Richard. Und was ist mit mir? Ja, du spielst nicht bei mir zu Hause. Du stehst doch immer hier hinterm Tresen. Spielst du überhaupt Skat? Nee, aber ich bin doch auch dein Freund. Guck mal her. Ja, bist du das? Jungs, die Kamera läuft noch. Jens, und wenn du nicht mit uns Skat spielst, was machst du denn? Action! Ich hab eine. Dann guck ich Fernsehen und geh ins Bett. Die Frauen werden sich um dich reißen. Meinst du das? Ach, interessiert doch keine Sau. Lass meine Schweine aus dem Spiel. Das ist so normal. Das ist nichts Besonderes. Ach ja, und im Keller brenne ich Kartoffelschnaps. Oh, sag mal. Mensch, Jens. Bist du mal geworden? Wieso? Das hat mein Opa auch schon gemacht. Das kannst du doch nicht einfach so rausposaunen. Ja, warum denn nicht? Wir sind doch unter uns. Aber die Kamera läuft. Das sehen Millionen Leute. Ja, vielleicht mögen die ja meinen Kartoffelschnaps. Ja. Wenn ich schon keine Frau kennenlerne, kann ich wenigstens ein paar Buddeln verkaufen. Besuch wirst du bestimmt kriegen. Siehst du, Jan? Vom Finanzamt und vom Zoll. Siehst du, Jens? Schneid das bloß raus. Was ist denn mit deinem Trecker-Tuning? Richtig. Das habe ich ja fast vergessen. Und Action! In meiner Freizeit bin ich begeisterter Trecker-Tuner. Ist das nicht auch verboten? Das musst du ein bisschen näher erklären, Trecker-Tuning. Das kennen doch nicht alle. Meinst du das? Soll sogar Leute geben, die noch nie Trecker gefahren sind. Du wirst mich verarschen. Ach, Jens, da gibt es auch Leute, die nicht auf dem Land wohnen. Ja, da hast du auch wieder recht. Und Action! Au! Also für alle, die nicht wissen, was Trecker-Tuning ist, will ich das nur mal verpose mal tuppeln. Zu meiner Konfirmation hat mir mein Opa Ernst einen alten Lanz Bulldog geschenkt. Ein was? Oh, Richard, bist du doof auf die Ohren? Einen alten Lanz Bulldog. Das ist eine alte Treckermarke. Ah, so ist das besser. Ja, und den habe ich dann aufgemotzt. Größeren Auspuff, supergeiles Styling. Ja, und nun mache ich im Sommer mit meinem Golden Fire Bad Treckerrennen in ganz Norddeutschland mit. Wupp, 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 wupp. Bei unserem letzten Trecker-Tuning-Festival habe ich sogar den 3. Platz gemacht. Ende. Die Kamera läuft noch. Ja, mehr weiß ich nicht mehr. Aus! Jens, nun wissen die Frauen ganz viel von dir, aber keiner weiß, wie deine Traumfrau aussehen soll. Traumfrau. Und Action! Oh, das weiß ich auch nicht. Sie soll aussehen wie eine Frau. 2 Beine, 2 Hupen. Bravo! So romantisch wollte ich das eigentlich gar nicht haben. Jens, du überleg doch mal. Was soll das für eine Frau sein? Wie soll sie aussehen? Rot, blond, schwarz? Hübsch, wie denn sonst? Ja, damit ist ja alles gesagt. Ach, mir langt das. Macht euren Schweinkram doch alleine. Und nun sei doch nicht gleich mucksch. Fürs Erste war das echt super. Aber was machen wir jetzt, dass das auch ins Internet kommt? Davon geht gar nichts ins Internet. Du guck dir das Video doch erst mal an. Ich spule das Band zurück. Nur noch Chips und ein Bier und wir können uns einen kommodigen Abend machen. Jens Jansen, der neue Superstar im deutschen Fernsehhimmel. Ihr könnt mich alle mal fix an Moors klein. Gib mir lieber noch ein Bier. Ja, so gefällt's mir schon besser. Sag mal, wieso kommt denn da nix? Bin ich vielleicht nicht auf dem Film?
Da ist auch nichts zu hören. Wir freuen uns doch. Hier, Prost. Schied, irgendwas ist schiefgelaufen. Hat der Akku keinen Saft mehr? Ach, Tüllkram, den habe ich vorgestern erst aufgeladen. Sag mal, hast du da denn überhaupt eine Kassette eingelegt? Ja, natürlich. Ist das etwa kein Digital? Oh, verdammt! Jungs, ihr müsst nur gar nicht stark sein. Ich habe bloß die Reinigungskassette eingelegt. Mach doch nichts, da muss Jens eben nochmal ran. Das kannst vergessen. So gut kriegt das nie wieder hin. Ja, dann machen wir einfach mit Jan weiter. Ich bin bereit. Aber wir machen das Shooting in einer anderen Location. Anna Location? Wer ist das denn? Oh Mensch, ich bin hier der Kameramann. Das kann ich auch machen, du. Ja, du kannst doch nicht mal einen Toaster anstellen. Hast du überhaupt die richtige Kassette mit? Nee. Klappe dicht auf den Tod. Rein, gib mir mal noch ein Bier. Ja, mach mal so weiter. So langsam lohnt sich das für mich. Ach, das hat doch alles überhaupt keinen Sinn. Sag ich doch. Die Idee mit dem Video ist eigentlich ganz gut. Die Leute da draußen sind total verrückt auf das Landleben. Ja, aber nicht auf uns. Schon gar nicht die Frauen. Kopf hoch, Jungs. Die Frauen werden euch schon die Türen einrennen. Da, geht schon los. Moin! Moin. Ist das hier die Kneipe von Lütschenbüll? Nee, der Hamburger Fernsehturm. Fein aufpassen und nicht runterfallen. Ha, ihr Spaßvögel. In keiner Karte ist da was von eingetragen. An jedem Feldweg höre ich mein Navi, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Dabei stehe ich mitten auf der Wiese und sehe nichts als Schafe und Schweine. Dabei sollte ich bloß für einen kranken Kollegen einspringen und mal eben mit meinem Motorroller Lütschenbüll anrollen. Ich mache meinen Job ja eigentlich gern, aber das hier, das ist doch Mumpitz. Und dann noch für so eine dösige Reklame für Hundefutter. Wuff. Sie hat nicht einmal Luft geholt. Das nenne ich mal Dienst am Kunden. Junger Mann, hören Sie mir mal zu. Und Action! Ich habe in meinem Leben meist 30 Jobs gehabt. Ich weiß ganz genau, was Kundendienst heißt. 2 Tage habe ich diesen Schuppen gesucht. Und jetzt werden Sie diesen Schmierkram in die Tonne kloppen. So ist das. Ich hab nämlich gar keinen Köder. Ha, das hat sich doch gelohnt. Feierabend. Vielleicht kommen Sie jetzt endlich in Gang und machen das, wofür Sie bezahlt werden. Was darf denn sein, gnädige Frau? Ein Pilz. Haben Sie alkoholfreies Bier? Natürlich. Hast du das gehört, Jan? Oh, die geht aber ran, du. Auf was warten Sie denn noch? Nun geht er aber los. Ich hätte auch gern noch einen kleinen Happen zu essen. Wo ist Ihre Karte? Haben wir nicht. Hausmannskost. So kann man dazu auch sagen. Hier ist schon mal die Pilzsuppe. Vielen Dank. Nun warten Sie doch. Was können Sie mir denn anbieten? Einen anderen Krug. Ravioli. Haben Sie italienische Woche? Und was gibt's dazu? Ravioli. Aber die sind von gestern. Das kann man so nicht sagen. Die Dose ist noch zu. Sie wollen mir hier eine Dose vorsetzen? Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst, oder? Wo denken Sie hin? Ich tippe die Nudeln vorher auf den Teller. Konservendosen dürfen nicht in die Mikrowelle. Weiß Bescheid. Ja. Haben Sie denn nichts Frisches? Hast du noch eine Wurzel? Nee, alles aufgefordert. Was Frisches ist hier nicht mehr im Haus. Und was sagen Ihre Gäste dazu? Was auch ihr dazu? Also ich bring mein Essen immer selber mit. Also eigentlich hat sie recht. Das Angebot ist recht dürftig. Ja, vielleicht kochst du uns mal so eine leckere Erbsensuppe. Ja, oder Steckrüben oder Beerenbonus Speck, so das Mutti die immer gemacht hat. Die mache ich am liebsten. Das nehme ich auch. Ich auch. Hast gehört, Hein? 3-mal Beerenbonus Speck. Sag mal, seid ihr durchgeknallt oder was? Ist das für Sie Kundendienst? Sie hören doch, was Ihre Gäste wollen. Ich nehme auch eine Portion. Also 4-mal. Bleiben wir doch am Moors. Himmel und Ehr wäre auch nicht zu verachten. Ja, oder Lapskaus. Mit Gurke und Spiegeleier. Und einen schön sauren Hering. Also, nur mal Butter bei der Fische. Haben Sie noch was anderes als Ihre Ravioli? Ich hab noch Brot und Gewürzgurken aus dem Glas. Gewürzgurkenbrot. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich kann schnell noch ein paar Eier holen. Und bei dir, da hängt auch noch ein Räucherschinken unterm Boden. Woher weißt du das denn? Das rieche ich bis hier. Brot, Schinken, Ei, strammer Max. Ich bin dabei. Also dann bis gleich. Kommst du, Jens?
Bin all unterwegs. Und was mach ich so lange? Ja, du packst schon mal die Kamera weg. Was soll das werden? Eine Dokumentation über unser Dorf soll schönes Sterben? Nee, wir drehen hier Videoclips. Ja, das Motto heißt, Bauern suchen Frauen. Die 3 suchen eine Frau. Was? Ihr habt keine Frau? Bei Patriarchon kann ich das ja noch verstehen, aber bei so einem ansehnlichen Mannsbild... Vielen Dank. Ich meinte ihn. Zeigen Sie mir eine Frau, die noch einen Bauern haben will. Das gibt keine. Bauer sein heißt 7 Tage in der Woche Arbeit, kein Urlaub, immer dreckige Klamotten und nichts als Schmieren in der Hände. Da ist keine Frau scharf draus. Nee. Und dann diese dösigen EU-Vorgaben. Vorgeschriebene Preise und immer zu Skandal über Dioxin und Futtermittel. Über Ehek und Schweinepest, da müssen wir gar nicht erst snacken. Von Rinderwahnsinn ganz zu schweigen. Und das alles für ein Apfel und ein Ei. Zeigen Sie mir eine Frau, die so einen wie mich heiraten will. Ich? Zeigen Sie mir eine Frau in meinem Alter, die so einen wie mich heiraten will. Warum geben Sie 3 Ihren Hof nicht einfach auf? Ja, Sie machen mir Spaß. Mein Hof gehört seit 300 Jahren meiner Familie. Sowas gibt man nicht einfach auf. Hier in Lütjeburg ist mein Hof noch der größte. Jan und Jens, die können schon lange nicht mehr davon leben. Die machen das eigentlich nur noch als Hobby. Ja, sind Zwien an Grunzen, Schorb am Blöken, Mutterbuhr in Frausick flöten. Weißt Bescheid, ne? Nein, nicht. Der ist ein Spänner durch und durch, ne? Lass mich da raus. Ich hab meine Ehe hinter mir. Hört sich an, als wäre das nichts Besonderes gewesen. Meine Moni war die beste Frau, die das gibt auf der Welt. So ist sie bestimmt nicht in Lütschenmüll hängen geblieben. Aber vorbei ist vorbei. Seine Frau ist vor 10 Jahren gestorben. Nun seid ihr erstmal an der Reihe. 3 Kerle, die eine Frau suchen. So schwer kann das doch nicht sein. Der eine hat das Brot, der andere den Schinken und der dritte hat die Eier. Hein, hast mal eine Verlängerung, das Kabel lang nicht. Das habe ich Jan schon gegeben. Jan, hast mal eine Verlängerung, das Kabel lang nicht. Hier. So, Kino war alles fertig. Sag mal rein, hättest du nicht zumindest einen Bettlaken ohne diese ekligen Flecken nehmen können? Das ist Motoröl. Da decke ich immer meine Haare mit zu. Außerdem kommt das frisch aus der Waschmaschine. Weiß Bescheid, ne? Kannst den Weichspüler nicht riechen? Ich dachte schon, du hast wieder Hein seinen WC-Stein eingesteckt. So ein Affentheater, bloß um sich ein paar Videoclips anzugucken. Die hätten wir uns genauso gut in der Flimmerkiste angucken können. Ach, jetzt lass Richard doch mal sein neues Spielzeug. Das war billig bei Lidl zu kriegen, du. So, und darum müssen wir hier im Cinemax spielen. Das mobile Dorfkino war zuletzt 1983 in Lütschenbüll. Das weiß ich noch. Da gab das E.T. E.T. nach Hause telefonieren. Das habe ich im Dorfgemeinschaftshaus gesehen. Oh, Tübelow, was hab ich geheult. Und hinterher habe ich mir nichts mehr gewünscht als ein Fahrrad mit Bananensattel. Ich auch. Apropos Bananensattel, was kommt Richard eigentlich? Der wollte unbedingt noch eine Runde drehen, um sich auszupowern. Hoffen wir erst damit durch, bevor das anfängt zu klattern. Ah, ich freue mich schon auf das Gewitter. Das ist sowas von brodig. Das ist schon nicht auszuhalten. Den wollen wir uns jetzt zuerst angucken. Ach, das ist doch Schiene Gold. Wollen wir nicht doch lieber erstmal auf Richard warten? Wir haben nun lange genug gewartet. Außerdem will ich nicht, dass Gertrud uns wieder dazwischen kommt. Die muss immer ihren Senf dazu geben. Erst wenn wir das nötig hätten, ne? Wo ist die Kassette? Och Jens, hast du das immer noch nicht begriffen? Das ist digital. Ja, das weiß ich doch. Mann, wo ist die Kassette? Oh, Jungs. Die Frauen da draußen im Internet werden nur auch nicht jünger. Geht los. Oh, das stimmt. Geh da ohne Kassette. Das bin ich, das bin ich. Mein Name ist Jens Jansen. Du hast ja doch die Schweine mit aufgenommen. Du halt doch mal den Sammel. Ich bin Landwirt. Und das ist mein Arbeitsplatz. Wir spielen hier immer alles Skat, meine Freunde und ich. Ich habe aber auch noch andere Hobbys. Diesen Pokal hier habe ich beim letzten Trecker-Tuning gewonnen. Was das? Warte mal ab. Wie sollte meine zukünftige Frau aussehen?
Ich suche eine kleine Frau, die zu mir und meinen Schweinen passt. Sie muss das Herz am rechten Fleck haben. Außerdem sollte sie wie ich modisch interessiert. Über eine Zusage, Zuschrift, Müll ist mit Bild oder auch ein persönliches Video von dir würde mich sehr freuen. Aber die Fliege ist der Hammer. Wer hat das aufgenommen? Ich selbst, mit Richards Kamera und dem Stativ. Jungs, wann kommt denn nun das richtige Video? Das war das richtige Video. Oha. Ja, nun kommst du. Ja, dann lasst euch mal überraschen. So kann ja bloß noch besser werden. Dummy, nochmal, das darf ja wohl nicht wahr sein. Was sagt der Bauer, wenn er in die Stadt kommt? Scheiße! Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Sag mal, Richard, wie siehst du denn aus? Also so findest du nie eine Frau. Ach, schied auf Frauen. Mir hat gerade an der Ecke bei der ollen Eiche so eine Ische sowas von die Vorfahrt genommen. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Oha, ich möchte Gertrud mit ihrem Roller auch nicht in die Quere kommen, du. Mann, das war nicht Gertrud. Diese Schnepfe war mit Hollandrad unterwegs. Auch noch eine Ausländerin. Mach Wetten, dass meine Gangschaltung einen mitgekriegt hat. Da funktioniert gar nichts mehr. Und dann hat diese dusselige Kuh mir auch noch hinterher geschimpft. Au! Bist du auf den Schrecken der Apfelschorle? Nee, großes Bier. Oha. Der Mutti das ja gar nicht mitgenommen haben. Können wir nun weitermachen? Also ich bin seit Stunden fertig. Los. Prost. Prost, geht los. Na ja, das bist du. So sieht's aus. Sei doch mal leise. Richard, mach doch mal lauter. Lauter geht nicht. Sag mal, wieso ist denn nicht zu hören, was ich sag? Ja, wo du das sagst, wo hast du denn das Mikro? Was denn für ein Mikro? Ich dachte, das Mikro ist an der Kamera. Ja, natürlich, aber das lag doch bei so einem Wind nicht. 5 Meter. Da muss einem doch gesagt werden. Ich sag dir das doch. Vorher, muss einem doch vorher gesagt werden. Guck dir mein Video an, dann weißt du, wie das geht. Und nie nur einmal. Also Jungs, wenn ihr das so unter die Leute bringt, könnt ihr echt ein Vermögen damit machen. Jo. Das Ende ist ja rattenscharf. Und der Ton, geil. Das Schaf hat mir gefallen. Das hatte Talent. Ja, echt zum Blöken. Ja, das nächste Mal drehe ich auch im Style, so wie Jens, da ist dann kein Wind. Vielleicht solltet ihr das Viehzeug einfach weglassen. Pass auf, was du sagst. Das sind echte Holsteiner Zuchtschweine. Einer hat recht. Jensi, suchst du eine Sau für deinen Eber oder suchst du eine Frau für dich? Lass uns doch ein Fitnesscenter drehen. Seit wann haben wir denn ein Fitnesscenter? Das war doch bloß ein Beispiel. Also ich bin kein Typ für ein Fitnesscenter. Wir können ja auf dem Deich drehen. Oh, wer denn? Na, dann machen wir das so wie die Fernsehleute und ziehen einfach ein Fell rüber, damit das nicht so rauscht. Ein Fell? Aber den kann uns doch keiner mehr erkennen. Richard, wenn wir uns das Fell über die Ohren ziehen. Oh, ihr Dösköppe, das Fell kommt übers Mikro. Ach so. Richard, wenn du so gut Bescheid weißt, dann kann ich knapp abwarten, dein Video anzugucken. Richtig, das fehlt ja noch. Wir wollen auch mal was zum Lachen haben. Ja, dann gucken wir mal in den Spiegel. Ich mach mein Video erst morgen. Ja, aber morgen sollten die Videos doch schon ins Internet. Wieso hast du das denn noch nicht gedreht? Ja, wann denn, du Klugscheißer? Ihr habt doch die ganze Zeit meine Kamera. Oh, endlich tut sich doch was. Na, Hauptsache, das macht uns nicht das Korn platt. Ist doch nicht Schafe schon im Stall? Die haben doch ihren Carport. Guten Abend alle zusammen. Ja, kleini Anmoos. Da ist alles dran. Mann in der Tünn. Sexy. Was für ein Licht in meiner düsteren Hütte. Haben Sie vielleicht ein Zimmer für mich? Ich hab 3. Suchen sich eins aus. Bei mir wäre auch noch Platz. Oder bei mir. Ach, danke. Herrje, was ist denn mit euch los? Ah! Die Hollandschnepfe. Der Rennrad-Raudi.
Sie können das Zimmer vergessen, ich bin wieder weg. Gar nicht in die Tüte. Sie bleiben, wo Sie sind. Wollen Sie sich den Tod holen? Bei diesem Wetter können Sie auf keinen Fall wieder vor die Tür. Lass sie doch, wenn sie unbedingt will. Da kann sie gleich noch ein paar andere Leute totfahren. Sie haben wohl nicht mitgekriegt, dass Sie mir die Vorfahrt genommen haben. Bei uns gilt immer noch rechts vor links. Korrekt. Und nicht der zuerst da ist, fährt zuerst. Wenn ich nicht abgebremst hätte, dann legen wir nun beide im Graben. Blödmann. Also wenn das so war, ich hätte nicht abgebremst. So. Arbeitet der etwa hier? Nee, den kenne ich überhaupt nicht. Sag mal, Hein. Kann ich das Zimmer denn zumindest mal sehen? Aber klar doch, die Zimmer sind oben. Wenn Sie mir bitte unauffällig folgen würden. Hinter den Tiger hat keiner was von euch verloren, klar? Klar. Ja. Und wenn Sie noch eine Spur Anstand haben, dann kümmern Sie sich in der Zwischenzeit um mein Gepäck. Was? Boah. Alter Falter. Hast nicht gehört, was die Schmuggedärin gesagt hat? Sag mal, hast du Bohnen auf die Ohren? Ja, macht euch mal ruhig zum Affen. Ich lass mich nicht von so einer Olsch rumkommandieren. Olsch? Sag mal, hast du keine Augen im Kopf? Dann hol ich ihre Sachen rein. Ja, nee, Moment mal, das kann ich auch machen. Nee, das wäre viel besser. Ja, klar, Jens, was du gar nicht gut Ihr seid doch einfach nicht mehr zu retten. Wo will er denn nun hin? Er holt ihre Sachen rein. Und was machen wir nun? Gute Frage. Wir machen Romantik. Prima Idee. Und wie geht Romantik? Musik, Kerzen und Duft, du Ochse. Ocean Breeze? Wehe. Halt, stopp, wo bist du hin? Dösige Frage hinter die Theke. Da bist du verrückt geworden. Hein hat auch klar und deutlich gesagt, dass wir da nichts zu suchen haben. Ja, aber hier sind doch die Kerzen. Ach so. Und Feuer ist hier auch. Ach so. Guck mal, du. Direkt neben dem Feuer steht der Köhm. Was für ein Zufall. Und rein zufällig stehen hier auch 2 Gläser. Mensch, zufällig gibt das du. Du sagst das. Und nu? Wat Mut, dat Mut. Wir strengen uns ja auch bannig an. Ne? Prost, Jan. Prost, Jens. Du, Bier ist gar nicht schlecht. Noch ein? Wo die Gläser doch schon schiedig sind. Prost, Jens. Prost, Jan. Max Müs, die beiden kommen gar nicht wieder runter. Du, vielleicht ist da ja auch was passiert. Meinst du das? Was soll da denn passieren? Ja, denk da doch mal scharf drüber nach. Nee. Meinst du wirklich? Auch ein alter Kater fängt noch Mäuse. Also das hätte ich Hein in seinem Alter gar nicht mehr zugetraut. Der alte Schürzenjäger. Und sie ist bestimmt so ein richtiges Flittchen. Dabei sieht sie sowas von nett aus. Dass man sich auch so vertun kann. Pfui Deibel, was ist die Menschheit doch schlecht. Prost, Jan. Los, Jens. Also gut, ich bleibe über Nacht. Das freut mich. Sie werden das nicht bereuen. Pfui, Hein. Du solltest dich verschämen, du Heini. Was macht ihr beiden hinter meiner Theke? Wir machen hier Romantik. Hab ich doch gern Was gemacht. soll das denn? Wieso bist du denn so nass? Hast du dein Seepferdchen gemacht? Ich war draußen im Regen. Können Sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit meinen Sachen umgehen? Ich hole mal eben ein Handtuch. Ich kann den Kram ja auch einfach wieder rausbringen, gnädigste. Nein! Oh, da komme ich ja zur rechten Zeit. Die Lütschenbüller Schüttendeals legt los. Soll ich mein T-Shirt auch ausziehen? Ah, nee, nix da. Ein möchte gern Chippendale-Land. Was soll das werden? Neues Video? Tut's von oben tüchtig gießen, kannst den Bauern nackt genießen. Nix Video. Das bloß wegen den Klamotten von dieser Madame hier. Und du meinst, der passt dir? Moin, Mandian. Ich bin Gertrud Schulze. Muss ja für einen kranken Kollegen einspringen und die Post verteilen. Freut mich. Mein Name ist Eva. Eva Vogt. Eva. Schlange. Das Gewitter hat mich überrascht. Eigentlich will ich mit dem Rad nach St. Peter-Ording. Aber das wird heute wohl nichts mehr. Oh, wie schade. So, da hast du mal dein Handtuch. Und eine Sweatshirt habe ich auch noch für dich. Das lässt man lieber weg. Wer kauft schon die Katze im Sack?
So sehen die Damen doch gleich, was auf sie zukommt. Und das ist gar nicht mal so übel. Sexy, oder? Moment mal, das können wir auch. Ja klar können wir das. Smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Wow! Dass Sie sowas können, habe ich nicht gedacht. Wieso? Naja, in Ihrem Alter. Je runzliger die Rosine, umso süßer die Frucht. Sie sollten erst mal im Schuppen hinter mein Haus gucken. Und was für eine Überraschung lauert da auf mich? Meine alte Harley. Wow! Respekt! Der sanfte Hardrocker von Lütschenbüll. So ist er. Na, gut geschlafen? Oh, wie in Abrahams Schoß. Das freut mich. Bitte, Danke. das liegt eine Federbetten. Die stammen noch von glückliche Hühner. Ja. Wollten Sie nicht so langsam weiter? Warum? Na ja, Sie wollten doch ursprünglich in St. Peter Urlaub machen. Ja, das habe ich auch immer noch vor. Ja? Und wie viele Wochen haben Sie dafür noch Zeit? Ich muss erst in 2 Wochen wieder zu Hause sein. Dann fängt mein Studium an der FH an. Wo? An der Fachhochschule. Ich studiere Innenarchitektur. Oh, brotlose Kunst. Ja, das habe ich auch gedacht. Darum habe ich vorab auch eine Tischlerlehre gemacht. Ah, Lüttenholzwurm. Na, dann müssen Sie aber tüchtig in die Pedale petten. Sonst wird die Zeit knapp. Sie sind nun schon 5 Tage in Lütschenbüll. Was? Wo ist bloß die Zeit geblieben? Hier auf dem Land kann man die Seele so richtig bummeln lassen. Hier ist ja nichts los. Haben Sie eine Ahnung? Wenn Sie wüssten, wie viele Vereine das in jedem Dorf gibt. Von der Freiwilligen Feuerwehr und den vielen Dorfsfesten ganz zu schweigen. Das ist manchmal ganz schön stressig. Stressig? Ich bin sicher, das Wort kennt hier auf dem Land keiner. Wie gut, dass Sie keine Vorurteile haben. Gerade nun haben die Bauern viel Stress. Wieso? Das planet doch seit ein paar Tagen wie verrückt. Ja, darum haben Sie ja den Stress. Wenn der verdammte Regen nicht bald aufhört und wir mindestens eine Woche strahlenden Sonnenschein haben, dann ist die Ernte im Eimer. Ach so. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, kein Wunder, Sie haben ja auch die ganze Zeit im Bett gelegen. Hallo?
Schon mal was von Wellness gehört? Nee, so einen Tüdelkram kennen wir ja nicht. Wollt ihr Rührei mit Schinken und Schwarzbrot? Auch nicht schon wieder. Ja, dann probieren Sie mal Stramax. Ist das nicht dasselbe? Ja. Soll mein Cholesterinspiegel im Guinness-Buch landen? Sie wissen doch, schwarzes Brot macht Wangenrot, weiß Bescheid? Also ehrlich gesagt, ein Obstsalat wäre mir lieber. Kein Problem. Einmal Obstsalat naturell für Tisch 1, bitte. Aber da ist doch nur ein Tisch. Ja, darum heißt der ja auch Tisch 1. Ach so. Moin. Moin. Ist hier nicht einfach, gutes Personal zu finden. Seit wann haben Sie Jens denn hier in Stellung? Gar nicht. Er macht mit Jan hier ein Praktikum. Seit wann das denn? Seitdem Sie sich bei mir einquartiert haben. Muss das wirklich Obstsalat sein? Wir haben das Rührei schon fertig. Das esse ich auch. Siehst wohl, geht doch. Einmal Ei mit rühren. Moin. Moin, Jan. Bei uns ist der Gast Königin. Königin, na das hat doch mal was. Königin. Haben Sie vielleicht einen Grüntee für die Königin? Auch das. Green Tea, konstante Fee. Servus, kannst du denn nicht aufpassen? Achtung, einmal frische Landeier. Einfach gerührt und nicht geschüttelt. Ah, Dankeschön. Das riecht ja köstlich. Kann ich bitte noch Ketchup haben? Als hätte ich das geahnt. Bitte sehr. Bitte gleich einmal Ketchup. Ah, danke. Und wenn Sie das lieber ein bisschen scharf mögen. Wow! Wow! Mit dieser Größe habe ich wahrhaftig nicht gerechnet. Da sollten Sie erstmal Stopp! mein Salzstreuer sehen. Trara, die Post ist da. Seit wann trägst du denn die Post aus? Ich bin bloß der Portier. Mein Eva, Nein. Sie sind ja immer noch hier. Ich dachte, Sie wollten nach St. Peter-Ording. Ach, hier ist das doch auch ganz schön, oder? Ja, wenn das Klima nicht so rau ist. Boy, Gertrud. Moin, hi. Bringst du mir die Post? Nee, bloß ein Pfund Spargel. Natürlich habe ich Post für dich. Vielen Dank. Ah, Rechnung. Spargel wäre mir lieber gewesen. Du lieferst Spargel aus? Wo kriegst du den um diese Zeit her? Und Jens, lass mal gut sein. Können Sie vielleicht auch Post von hier mitnehmen? Kann ich und mache ich. Aber super. Kleinen Moment noch, dann hole ich kurz meine Postkarten aus dem Zimmer. Oder haben Sie das eilig? Eilig? Machen Sie Witze? Ich bin bei der Post. Ach ja. Na Jungs, was ist nun mit dem Striptease-Video? Das ist mal eine gute Frage. Na, Richie, was ist mit dem Video? Ich würde auch gern was von den Spargel nehmen. Hast mich nicht verstanden? Was ist mit der Reaktion auf unser Video? Ja, ich habe da mal ein paar E-Mails ausgedruckt. Was? So viele? Respekt, das ist ja toll. Naja, die einen sagen so, die anderen... Ja, komm mal schnell raus! Ich habe einen Berg E-Mails mitgebracht, du! Und das Striptease ist den Leuten wohl unter die Haut gegangen. Was ist? Unser Video ist der Hammer! Jungs. Guck doch! Ich habe lauter E-Mails ausgedruckt. Boah. Wahnsinn. Wir sind eben echte Profis. Jungs! Super, Richard. Lies doch mal vor. Nee, das mach mal lieber selber, du. Hier, schreibt eine aus Neuseeland. Neuseeland! Unbelievable, such a bullshit. Bullshit! Das heißt Bullenscheiße. Ich habe hier eine Mail auf Deutsch. Hallo, ihr geilen Kerle. Hört sich doch schon mal super an. Ja, les mal weiter. So viel Mist habe ich ja noch nie gesehen. Wir haben doch in der Scheune gedreht, da war doch der Misthaufen gar nicht zu sehen. Hättet ihr euch nicht von vornherein hinter den Treckern ausziehen können, dann wären die Peinlichkeiten nicht zu erkennen gewesen. So ein Blödmann. Ich habe hier wirklich mal eine nette Mail. Hallo, aus Kiel. Mann, oh Mann, ihr traut euch ja was. Euer Video ist echt cool.
Da kann man sich gar nicht für einen von euch entscheiden. Kiel, super. Die Braut gehört mir. Was? Es würde mich riesig freuen, wenn wir uns mal treffen könnten. Entweder bei euch in Lütschenbüll oder an der Ostsee. Auf eine baldige Antwort von euch freut sich euer Helmut. Helmut! Was soll das denn? Ja, da wird dir sicher ganz warm ums Herz, wenn Helmut dich besuchen kommt. Ich habe hier noch so eine Mail. Eine von Günther, von Joachim, von Norbert und eine von Detlef. So, Tee ist fertig. Na nu, wo ist denn unser Gast? Gott sei Dank nicht da. Sonst würde sie das Elend aus erster Hand mitkriegen. Aber Eva kennt euch doch schon. Sehr witzig. Sind das schon die Reaktionen auf euer Strip-Video? Ja. Ja und? Ach, so ein Schied. Ja, ich hab gleich gesagt, wer will schon einen von euch strippen sehen? Ich? Habt ihr das Video hier? Bloß auf meinem Handy. Da kann ich doch nichts drauf Ja, sehen. dann sei mal froh. Seid ihr soweit? Lass jucken, Kumpel. Guck mal, mein Golden Fire, wie der blinkt. Also ich finde das Video super. Das war alles? Ja, langt dir das nicht? Du bist auf dem Video ja gar nicht zu sehen. Ich habe ja auch nicht mitgemacht. Warum denn nicht? Ich zieh doch nicht blank vor fremde Leute. Wieso? Das ist doch niedlich. Niedlich? Wenn du einen Mann so richtig fertig machen willst, dann sag ihm mal, wie niedlich er aussieht. Wieso seid ihr denn in Unabüchsen Hinterntrecker gegangen? Wir haben uns da ausgezogen. Ja, aber das ist da ja nicht zu sehen. Ja, soll das auch nicht. Das ist mir dann doch zu peinlich. Mann, so lernt ihr nie Frauen kennen. Aber vielleicht ein paar Trägerfans. Wenn ihr Frauen ansprechen wollt, dann müsst ihr auch das zeigen, was Frauen sehen wollen. Handtaschen, Von wegen Handtaschen. Schuhe. Auch nicht. Denk mal scharf nach. Also doch, wir lassen die Büchsen sacken bis auf die Hacken. Typkram. Wir Frauen haben mehr Fantasie als ihr Kerle. Wir müssen nicht immer alles sehen. Nackt sieht doch alles so ein bisschen kümmerlich aus. Das muss dann so verpackt sein, dass die Frauen da einfach neugierig drauf sind. Und witzig, Ja, Sex hat auch was mit Humor zu tun. Dass ich nicht lach. Hört nur zu, Jungs, hier lernt ihr was fürs Leben. wir Frauen von heute, wir wollen moderne Männer. Also Softies. Auf gar keinen Fall. Wir suchen starke Kerle, die auch mal Softie sein können. Ah, verstehe. Machis oder Softos oder was? Das ist mir zu hoch. Also ich finde, wir sollten noch einen Sport drehen. Oh, muss das sein? Da kommt ja doch nicht mehr was raus. Diesmal schon. Weil Eva und ich die Regie übernehmen. Ja. Ach du dickes Landei. Sieht so aus, als können wir Spaß daran haben. Das könnt ihr vergessen, Mädels, da mach ich nicht mit. Bangbüchs! Also ich bin dabei. Ich auch. Wer A sagt, muss auch E sagen. Ja. Und schlimmer als der letzte Film kann's gar nicht werden. Du sagst das. Wo wollen wir diesmal drehen? Na, hier? In mein Crew? Ja? Oder besser gesagt, in deiner Küche. Prima Idee. Kochshows sind momentan die Renner. Ich denke, wir sollen strippen. Sollt ihr doch auch. Aber nebenbei wird gekocht. Und dabei wird gebügelt. Oh, was meint ihr? Wie sexy das ankommt, wenn ihr ein Hemd erstklassig bügelt und euch dabei noch auszieht. Oder wir bügeln das Hemd, was wir gerade ausgezogen haben. Oder noch besser, wir bügeln das Hemd, bevor wir es uns ausziehen. Aua, seid ihr mal? Wenn ihr bei der Hausarbeit strippt, kann keine Frau widerstehen. Hört sich gut an, aber meine Küche ist zu klein dafür. Dann drehen wir den Clip hier. Was meinst du damit? Wir brauchen bloß einen Küchentisch, ein Herz, ein Bügelbrett, ein bisschen Licht, Deko und dann können wir anfangen zu drehen. Also, ich habe noch 2 Kochplatten im Keller. Hier, das wird der Küchentisch. Und ich besorge Bügelbrett und Bügeleisen. Aber eins mit viel Dampf, Wieso? das wird unsere Nebelmaschine. Kein Problem. Wir können unsere alte Dreschmaschine vors Haus stellen und die Tür auflassen. Dann hauen wir ordentlich Dampf. Du tönst wohl.
Wir wollen hier doch nicht an Kohlenmonoxidvergiftung eingehen, hör mal. Ja, nicht, dass ich mir noch was wegbrennt. Da kann ja nicht viel passieren. Jetzt geht mal bloß nicht so an hier. Und was wollt ihr kochen? Was haltet ihr von Erbsensuppe? Ach nee, keine Erbsen. Das ist nicht sexy genug. Nicht beim Kochen und auch nicht hinterher. Hein muss das sein. Dann lass uns doch Pfannkuchen machen. Pfannkuchen? Ja, wieso nicht? Wenn wir den Teig auf eurer nackten Brust verschmieren, kann das sehr erotisch wirken. Aber bloß, wenn ihr hinterher Apfelmus darüber streicht. Das wird ja ein Schmierkram. Oh, dann lieber doch hinterm Trecker strippen. Ich bin allergisch gegen Apfelmus. Nix da, wir backen. Wir? Naja, was soll hinterm Herd schon passieren? Aha, du hast ja keine Ahnung. Wir backen volle Pulle Pfannkuchen. Können wir auch Pflaumenmus nehmen? Hört sich lecker an. Wann soll's losgehen? Am besten gleich. Ja. Nix da, heute ist Ruhetag. Bei dir ist jeden Tag Ruhetag. Du hör mal schon. Jungs, hört auf zu streiten. Jan, hol das Plätteisen. Ei, Captain. Richard und Jens, geht in den Keller und schleppt die Herdplatten rauf. Prinzessin. Und Gertrud und ich besorgen alles aus der Küche, was nötig ist. Und dann legen wir los. Pfannkuchen mit echten Landeiern. Ja, Weißt Bescheid? das wird ein Spaß. Jo! Oh. Wir haben keinen Sprudel. Was? Willst du schon Pause machen? Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich habe Appetit auf Pfannkuchen. Dafür brauchen wir ja den Sprudel, du 5-Sterne-Koch. Sprudel für Pfannkuchen? Damit der fein fluffig wird. Fluffig? Ja. War der nicht auch mit Bier? Nee. Nee. Also, was ist? Hast du Sprudel hinter deiner Theke? Sprudel steht im Keller. Im Keller? Wenn du dann eben vorausgehen möchtest, ich schleich dir langsam hinterher. Eva? Hältst du mal so lange die Stellung? Ja, und was ist, wenn mit einmal ein Reisebus kommt? Dann holst du die Rheumadecken von oben. So, haben wir alles. Margarine, Eier, Milch, Butter, Pfann, Mensch, Pfann, wir brauchen noch Pfann. Kannst rauskommen, Jens, die Luft ist rein. Hör auf zu lachen, sonst hau ich hier gleich wieder ab. Ist ja schon gut. War ja nicht so gemein. Mann, den Morgenrock von deiner Mutti muss ich erstmal verdauen. Ja, du musst das Ding ja auch nicht tragen. Oh, wenn er bloß nicht so gräsig nach Mottenkugeln stinken würde. Ja, Pfannkuchen! Was machst du denn da? Ölst du dich ein, damit dein Astra-Körper besser zur Geltung kommt? Quatsch! Das ist Isola Sun Sensation. Was ist das? Creme zum Braunwerden. Mein lieber Scholli. Danke. Eva! Wo kommst du denn plötzlich her? Aus der Küche. Ich hab die Pfanne geholt. Fein Morgenmantel hast du da an, Jan? Hast du das gehört, Jens? Hast du den aus der Altkleidersammlung? Hast du das gehört, Jan? Gut, Mann. Sag mal, was willst du denn mit dieser Braunschmiercreme? Düsige Frage. Damit ich schön braun werde, verstehst du? Nee. Ich hab keine Lust, gegen Richard abzustinken. Wieso? Ja, hast dir mal Richard seinen Body angeguckt? Nee. Ja, aber ich. Glaub mir, diese Creme ist das Mindeste, was wir dagegen tun können. Und da stehen die Frauen drauf? Ja klar, alle. Geht auch Nutella? Keine Natürlich Panik, nicht. Jungs. Nicht alle Frauen stehen auf braune, durchtrainierte Buddies. Ach nee. Nee. Ihr wisst doch, auf jeden Pot passt auch ein Deckel. Was ist denn mit dir? Was für ein Typ Kerl hättest du denn gern? Ein, der mich versteht. Ich verstehe. Ich meine so rein vom Aussehen. Ein, der groß ist, gut aussieht, durchtrainiert ist
der Sonne. Jan, lass dir was von der Creme über. Hier, das ist für dich. Da ist doch gar nichts mehr drin. Schade, dass die Kamera noch nicht läuft. Das wäre was für Pleiten, Pech und Pannen. Was bist du hier endlich? Wir haben dich vermisst. Oh, das hört man doch gerne. Sammel nicht rum, mach die Kamera klar, damit wir loslegen können. Boah, was stinkt denn hier so? Das ist er. Dein Morgenmantel ist ja niedlich. Wo hast du den her? Ja, du kannst mich mal. Hauptsache, du hast dieses Mal die richtige Kassette eingelegt. Dieses Mal ist das digital, nix Kassette. Und wir gehen damit live ins Netz. Live und strippen. Und auch noch dabei backen. Sag mal, wie lange braucht man denn für so einen Pfannkuchen? 7 Minuten, würde ich sagen. Wie ein gutes Bier. Sagt mal, ihr Profistripper, was tragt ihr eigentlich unter den Bademänteln? Riesige Frage. Nix natürlich. Und was wollt ihr denn beim Strippen ausziehen? Hä? Ich meine, wenn ihr Aktfotos machen wollt oder ein Porno drehen, dann ist das kein Problem. Aber beim Strippen ist doch die Kunst, möglichst langsam, möglichst viel Klamotten loszuwerden. Er hat recht. Oh, Mist. Ich hatte gleich das Gefühl, da ist was verkehrt dran. Aber Jan hat mich mit seinem Morgenmantel total durcheinander gebracht. Oh, jetzt hab ich wieder die Schuld daran, oder was? Wer das sonst? Jungs, anziehen. Und vergesst die Schürzen nicht, die Kamera ist nämlich soweit. Musst du mich immer in die Pfanne hauen? Ja, wenn du immer so einen Tünkram anstellst. Aber freiwillig habe ich doch Muttis Morgenrock nie angezogen. Ich habe so meine Bedenken, ob die beiden jemals eine Frau abkriegen werden. Ach, wieso denn nicht? Die beiden sind doch gar nicht nett. Und ich? Du? Was ist mit dir? Ja, kriege ich auch noch mal eine ab. Wahrscheinlich nicht. Bitte? Bloß eine. Die Frauen werden sich um dich reißen. Aha. Und warum haben die das mit Nu noch nicht gemacht? Und was hast du bis nu dafür getan? Eigentlich nix. Ja, siehst du? Als Tischlerin habe ich das oft mit groben Holzklötzen zu tun. Und dann begucke ich mir so ein Stück Holz und denk mir, wirst du nur ein Stuhl oder vielleicht ein Küchentisch? Oder landest du am Ende bloß im Feuer? Muss ich mir nur Sorgen machen? So, wir sind wieder da. Sogar das Mineralwasser habt ihr gedacht. Im Düstern ist Goats Müstern. Ja, weiß Bescheid, ne? Ja. Ist die Kamera klar? Ja, Film los, macht die Stars. Ja, wo sind eigentlich Plisch und Plump? die kommen wohl gleich. Großartig, dann schmeiß ich schon mal das Bügeleisen an. Und was sollen wir bügeln? Oh, kein Problem. Ich hole eben schnell einen Korb mit Bügelwäsche. Da stimmt doch was nicht. So kommen die Kerle ja nie auf Touren. Du hast recht. Warte mal. Besser so? Ist schon besser, aber irgendwas fehlt noch. Ja, Siegfried und Roy. Dann lass uns mal gucken, was die Musikbox von DJ Hein so hergibt. Hat uns einer gerufen? Dazu können wir prima strippen. Dann legen wir mal los. Das muss alles gebügelt werden. Oh, sag mal, bist du mal? Was? Sag mal, habt ihr überhaupt schon mal Wäsche gebügelt? Na ja. Nee. Wir sind Bauern, wir können Träger fahren. Und Mähdrescher. Schweinefett machen. Und Schafe scheren. Dann haben wir aber ein Problem. Ach, was? Die Jungs erstmal barfuß bis an den Hals, dann guckt doch kein Mensch mehr auf die Bügelfalte. Gut, fangen wir also an. Ich mach die Regie, Eva filmt. Jo. Was mach ich? Du spielst den DJ Hein. Jo. Richard, du stellst dich hinter das Plättbrett und fängst an zu plätten. Oh, wieso muss ich bügeln? Wenn du mir die Wäsche ansengelst, gibt das Ärger. Erna und Berg, ihr backt Pfannkuchen. Ja, Pfannkuchen. Moment noch. Na, was ist denn noch? Ich habe jetzt schon die Büchs voll. Wieso denn? Da kann doch nichts passieren. Ja, das weiß ich, aber trotzdem habe ich Schiss. Hein, kannst du mir nicht eben noch schnell einen Lütten einschenken? Mach ich. Jungs, ich gebe einen auf. Ja, Köhn. Er geht aufs Haus. Nein. Hallo, Danny, da geht mir auch der Moos auf Grundeis. So, Prost, 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 Prost. Prost, Hein. Ah, Können wir nun endlich anfangen, bevor ihr alle unterm Tisch liegt? Du kannst losgehen. Fühlt sich nun besser? Nee, aber der Köhm war trotzdem lecker. Kamera läuft. Wie sieht das mit dem Ton aus? Ich warte bloß auf dein Zeichen. Gut. Dann backt mal Pfannkuchen. Ja, Pfannkuchen.
eigentlich? Ja, wo ist denn der Teich, den ihr zurechtgemacht habt? Stopp! Wieso zurechtgemacht? Während ihr den Teich anrührt, zieht ihr euch langsam aus, versteht ihr? Ach so. Da muss einem doch gesagt werden. Ja. Herkommen! Und wie machen wir den Teich? Stopp, Kamera aus. Könnt ihr sehen, was alles für euch auf dem Tisch steht? Ja klar. Wir sind ja nicht doof. Oder blind. Zuerst nehmt ihr die Margarine, den Zucker, den Vanillezucker und mixt das mit dem Mixer in der Rührschüssel, okay? Geht klar. Alles durcheinander, klar. Und dabei zieht ihr ganz langsam eure Händen aus. Während der Mixer mixt. Ich will aber keine Fettflecken auf meinem Hemd. Können wir nur endlich weitermachen? Danke. Ich habe keine Fragen mehr. Gut, dann müsst ihr die Eier trennen. Die Schale in Müll und die Eier in die Schüssel. Nee, ich meine das Weiße in das Glas und das Gelbe in die Schüssel. Auch gut. Und während einer von uns die Eier trennt, zieht der andere Schuh und Büchse aus, richtig? Mein Gott, jetzt hat er's. Ich bin einfach ein Naturtalent. So siehst du aus. Dann gebt ihr Milch dazu und einen Schuss Mineralwasser. Dann wird der Pannkuchen schön fluffig. Milch und Wasser dazu, verstanden? Dann mengt ihr Backpulver und Mehl dazu. Und dabei zieht ihr eure Socken und Unterhemden aus. Klar? Echsen! Und zum Schluss nehmt ihr das getrennte Eiweiß und schlagt das steif. Hm? Und wann sollen wir die Unterbüchsen ausziehen? Unsere Unterbüchsen werden überhaupt nicht aufgezogen. Das stimmt. Hast du das gehört, Jens? Nicht so ganz. Hast du das gehört, Jan? Was? Die Innerbüchsen werden erst ganz am Schluss ausgezogen, wenn die Pannkuchen in eine Panne brutzelt. Ja, weg mit Schaden. Oh, ist das wirklich nötig? Könnt ihr vergessen, ich bin raus aus der Nummer. Habt ihr gehört, was sie gerade gesagt hat? Ja, alles. Mann, ich will endlich eine Frau kennenlernen. Dafür ist mir jedes Mittel recht. Können wir nun endlich anfangen zu drehen? So gut, ich bin dabei. Aber bloß, wenn auf dem Video nichts zu sehen ist. Hier steht 8 an Herz. Da ist nichts zu sehen. Da wartet man erstmal ab, bis wir ausgepackt haben. Entschuldigung. Aber was mache ich, wenn Cindy und Bert strippen und backen? Ernie und Bert. Du bügelst meine Wäsche, aber ganz vorsichtig. Aber beim Bügeln ziehst du dich auch ganz langsam aus. Und wenn ihr drei uns dabei ein paar Sachen über euch verratet, werden die Frauen ganz verrückt vor Neugier. Hein. Weiß Bescheid, ne? Action! Ja, Packung! Aber ohne Äpfel, ich bin allergisch gegen Äpfel. Gertrud, willst du vielleicht einen Kühn? Ich glaube, ich brauche einen Doppelten. Ja, den sollst du haben. Mann, Gertrud, nicht schlecht. Ich bin bei der Post. So, und nun fangen wir endlich an. Alle Mann auf Position. Kamera läuft. Gut. Ton ab. Ton, läuft. Ja, Packung! Hallo Mädels. Ich heiße Richard und ich bin 34 Jahre alt. Moin! Ich bin Jens und ich bin schon 38. Mein Name ist Dr. Edgar und ich bin 36 Jahre alt. Wie heißt du? Dr. Edgar. Jan! Ja, dann sag das auch. Tut mir leid, das steht hier auf Vanillezucker. Hein, ich bin so aufgeregt. Kann ich nicht noch einen Film kriegen? Das lass mal lieber. Nachher heißt du noch Kümmerling. Wir können. Hallo Mädels. Ich heiße Richard und ich bin 34 Jahre alt. Moin, Jens, 38. Mein Name ist nicht Dr. Edgar, sondern Jan. Und ich bin alt. 36 Jahre alt. Siehst du, wohl geht doch weiter. Da wir alle drei noch Junggesellen sind und die Frau fürs Leben suchen, Haben wir uns etwas ganz Besonderes für euch ausgedacht. Das ist echt toll. Wir backen für euch. Packung! Und Richard, der bügelt euch was vor. das ist aber noch längst nicht alles. Während ihr uns zu Hause zuschaut, möchten wir euch von unseren körperlichen Reizen überzeugen. Schließlich sind wir echte Naturburschen. Mit sonnengebräunten Kürbis. Bügeln ist eine echt heiße Angelegenheit. Mein Freund Jan und ich, Das hier, das ist übrigens Jens. wir backen für euch Packung. Mit Bio
Bio-Eiern von glücklichen Hühnern. Genau so wird's gemacht. Zuerst vermengen wir Margarine und Zucker in eine Rührschüssel zu einer cremigen Masse. Vergiss den Vanillezucker nicht. Um alles geschmacklich abzustimmen, fügen wir noch 2 Tüten Vanillezucker hinzu. Von Dr. Edgar für die Naschkätzchen unter euch. Womit habe ich das denn verdient? Du machst das ganz wunderbar. Oh, Gott sei Dank, dann kann ich mir den Strip ja sparen. Ach, nee. Das hast du dir so gedacht. Ich kauf doch keine Katze im Sack. Und wenn dir gefällt, was du siehst? Dann würde ich mir das mit dem Studium noch mal überlegen. Wieso das denn? Naja, vielleicht kann ich dir hier auf dem Biohof ein bisschen zur Hand gehen. Tischler werden noch überall gebraucht. Ach, du bist so süß. Hast du das gesehen, Jens? Die knutschen. Soll ich dir auch mal einen aufdrücken? Wehe. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man so ins Schwitzen kommen kann beim Bügeln. Naja, wer braucht schon eine Schürze bei der Hausarbeit? Jens, meinst du nicht auch, dass es hinterm Herd ganz schön heiß hergeht? Aber der Herd ist doch noch gar nicht heiß. Ja, dann mach ihn doch heiß. Ach so. Na, du kleiner böser Herd, du. Doch nicht so, du sollst ihn anmachen. Ja, aber ich mach ihn doch an. Vielleicht gefällt ihm das. Du sollst ihn anschalten. Ach so. Nun wird er heiß. Winnie, so schnell geht das doch nicht. Ich finde übrigens den Spruch, Frauen gehören hinter den Herd, ganz frauenfeindlich und doof. Ich auch. Wo die Knöpfe noch vorne sind, ne? So langsam sollten wir mal was ausziehen. Unbedingt sollten wir das. Aber ich muss auch an meine Eier denken. Die trennen sich schließlich nicht von alleine. So, das Eiweiß kommt hier in den Eipot und das Eigelb, das kommt dann direkt in Jens seine Creme. Genau so wird's gemacht. Unter kräftigem Rühren wird das Eigelb unterschlagen. Das riecht ja schon gut bei euch. Das will ich wohl meinen. Beim Bügeln wird's jetzt auch immer heißer. Das macht die aufsteigende Hitze vom Herd nicht, Jan? Absolut. Der Herd strahlt eine gewaltige Hitze aus. Nun wird's langsam interessant. Vielleicht kann die kalte Milch uns ein bisschen abkühlen. Bist du doof? Die Milch gehört doch in den Teig. Oh, diese Hitze macht mich ganz rammdösig. Ich muss mich weiter ausziehen. Aber vergiss das Rühren nicht. Alles zu seiner Zeit. Erstmal runter mit der Büchse. Jungs, wartet auf mich! Komm, Jungs! You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it on.
sein, wenn Eva und Richard ihre Plönnen zusammenschmeißen. Wollen wir das nicht auch versuchen? Soll das ein Antrag sein? Nee, da hast du was falsch verstanden. In meinem Alter hat man nicht mehr so viel Zeit. Oder hast du vielleicht Schiss? Schiss? Ja? Ich? Ja? Das hat noch keine zu mir gesagt. So, ich habe fertig gebügelt. Soll ich euch noch was helfen? Prima Idee. Du kannst schon mal das Eiweiß steif schlagen. Kein Problem. Und nun kommt der Hit. Mineralwasser. Einen Schuss in den fertigen Teig. Das macht die Pfannkuchen locker und fluffig. Aber das geht noch was übrig. Wozu brauchst du denn noch Strudel? Ich muss meinen heißen Körper abkühlen. So, das Eiweiß ist fertig. Hoffentlich ist es auch schön steif. Mehr geht nicht. Gib es mir, damit ich es unterschlagen kann. Jungs, macht hinne. Die Margarine in der Pfanne ist schon ganz ausgelassen. So, nur noch eine Kelle von dem fertigen Teig dazu. Dann müssen wir nur noch abwarten. Du hast recht, Gertrud. Alles im Leben hat seine Zeit. Und meine Zeit als Kröger und Wirt, die ist nun vorbei. Ach, hör doch auf. Du kannst deine Hände nicht in den Schoß legen. Das liegt dir nicht. Gib doch nicht bloß Lütschenbüll. Du hast noch so viel, was wir erleben können. Hast du Lust, dir mit mir die Welt anzugucken? Oh ja, Mit meiner Harley durch Amerika? über die Route 66. Logisch! Schließlich sind wir echte Sex with slows. This time must react.